Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Hearthstone auf Pelzig. So, was bleibt da noch übrig? Nummer 4 Karte ziehen müssen wir und 30 Jägerkarte ausspielen. Alter Hopf, aller Hopf, dann gehen wir doch mal mit unserer Sache ins wilde Format und fangen doof von vorne an. Da sind wenigstens unsere Decks noch freigeschaltet für das Standard. Ja, das Drachen und so und die Karte zählen nämlich ist etwas blöde. Aber wir greifen wieder mit unserem Jäger an. Also neues Deck, Abteilung Attacke. Rexa gegen Rexa. Und natürlich gleich gegen neue Jäger. Lass die Jagd beginnen. Nur zu. Okay, gut. Machen wir die zwei weg. Im wilde Format, wo jede Karte erlaubt ist, kann es natürlich sein, dass wir es hier mit absolute Pro-Gamer zu tun haben. Grüße. Deswegen könnten unsere Niederlagechance hier erhöhter sein, als es ohnehin schon sind. Okay, erhaltet einen zufälligen Jägerzauber auf die Hand mit seinem Schimmelfalter hier. Schimmerfalter natürlich. Aller Hopf, na dann. Ich riskiere es dann einfach mal. Den haben sie übrigens auch ein bisschen aufgepowert, weil, oh scheiße. Den haben sie ein bisschen runtergeschraubt, weil ursprünglich hieß es mal, erhält +1/+1 oder +2/+2 für jedes Wildtier, was stirbt. Sprich, das war dann auch mit anderen Wildtieren so gemeint, ne? So, mit unserem Kerzenbogen hauen wir da mal drauf, machen den mal platt. Was gab's jetzt dafür? Ein Jägerzauber gibt's auf die Hand, da bin ich immer gespannt. Fährtenlesen. Ja, bin ich auch kein Fan davon, von diesem Fährtenlesen Mist. Weil man dann halt 2 Karten wieder wegschmeißen muss. Okay, dann haben wir ja einen düster Maulwurf. Und schießen einmal drauf. Falls der es überlebt, können wir in der nächsten Runde vielleicht den hier machen. Da haben wir nämlich ein paar von den garstige Düstermaulwürfer, die aufgepowert sind. Okay. Okay, das hat der Schimmelfalter gegeben. Was war das? Moment. Verleiht einem befreundeten Wildtier +1/+1 und lasst es dann einen zufälligen feindlichen Diener angreifen. Na, großartig. Was machen wir dann jetzt? Das ist nicht gut. Das ist sogar überhaupt nicht gut. Tja. Nee. Ich frage mich, ob ich jage allein. Tja, da wir immun sind, können wir dann mit 5 Angriff wenigstens noch angreifen, ohne selber einer aufs Maul zu kassieren. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nur mal mitzählen, wie viele Pfeile ich verschießen kann. So. Erstmal ein Kuchen fressen, Bierle schlürfen. Und, oh, ich glaube, meine Internetverbindung stinkt wieder. Ja, natürlich. Oh, Jesus. Also dann, ihr liebe Leute, bis gleich. Ha! Nehmt Platz, wenn ihr welchen finden könnt. Ja, und wenn mein Internet wieder stehen könnte. Ja, sie haben ihr letztes Spiel im gewerteten Modus verloren, war logisch. Okay, dafür haben wir wenigstens ein bisschen was gekriegt noch. Der Rambazamba haben wir noch gekriegt und das andere Zeug. Vom neue Verschwörung der Schatten. Ja, das war ein Totalabsturz. Ich habe glücklicherweise nicht nur den PC neu starten müssen. Aber das war schon ein ziemlicher Totalabsturz. Ich habe jetzt circa 3 bis 4 Minuten nur damit verschwendet, hier die Internetverbindung wieder zum Laufen zu bringen. Ich kann es euch nicht sagen, wie sehr ich diese Notlösung hasse, die ich hier einbasteln muss, um am PC aufzunehmen. Deswegen nehme ich auch 1000-mal lieber an der PS4 auf. Ach Gott, okay. Ja, Aufnahme am PC mag ich nicht besonders. Weil du gerade bei Internet immer so ein Problem gegeben ist bei mir. Lass die Jagd beginnen. Okay. Die 3 Kasperles-Theater können wir gleich mal wegschmeißen. Ja, sieht schon etwas besser aus.
Okay, hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert und stabil bleibt. Die letzten 2 Episoden waren ja ohne irgendein Internetproblem nur immer ein kurzer Ruckler, der keinerlei Erwähnung bedurfte. Aber das war jetzt so für den totale Absturz. Das habe ich zumindest immer bei meinen 3 Episoden, die ich pro Aufnahmephase mache. Finde ich eigentlich sehr schade drum. Aber wie gesagt, das ist leider, wenn ich halt dieses Provisorium an Internetverbindung habe. Da habe ich dann USB-Kabel, wo ich dann woanders einstöpseln muss, hinter am PC. Und dazu meinen WLAN-Stick, den ich sonst eigentlich immer fest am PC einen USB-Port drin habe. Aber da muss halt mein Mikrofon rein. Grüße. Bei Aufnahme. Das ist halt das Problem. Gespielt. Okay, dann holen wir uns. Grüße. Merci. So. Der hat Eifer. Ja, genau. Und der eigentlich auch. Okay. Ruft am Ende jedes Zugs ein Murloc herbei. Finde ich nicht gut. Das kriegen wir... Ach, hier, warte mal. So. Das könnte uns nämlich richtig fies reiballern. Urflosser. Das sieht ja auch urig aus. Das sieht aber nicht aus, als würde er gut schmecken. So viel Zähne. Ich danke euch. Zwicky, Zwacki, schnappt sie euch! Das ist der Zwicky oder was? Und das ist der Zwacki? Okay, einfach nur der Mikrobot. Der ruft anscheinend viele winzige Minions herbei. Na gut, auch du dafür mal Lösung. So. Doof. Und der Wetter. So züchtet man sich eine riese fette Minion heran. Es sei denn, der hat jetzt wieder irgendwas, ums schnell niederzumachen. Weil in der nächsten Runde würde ich ganz gern, wenn mein Minion das schafft, die düstere Raserei draus spielen. Ausgezeichnet. So, jetzt habe ich nämlich gleich mal 13 9er Kopie für nur 2 Mana im Deck. Das ist schon ziemlich geil. So. Ja, das macht nichts. Ich habe jetzt 3 von deiner Kameraden in meinem Deck. In dem Fall. Gut gespielt. So, dann gucken wir mal, was wir noch drin haben. Okay, dann holen wir uns. Genau das können wir nämlich jetzt gebrauchen. So. Gut, da bin ich immer gespannt. Oh, okay. Das ist etwas ekelhaft, aber kriegen wir... Ach, hier, warte mal. Kriegen wir hier. Und so. Ist zwar jetzt nicht besonders klug, sich so eine Karte nochmal rauszuschmeißen. So eine Karte jetzt nochmal rauszuschmeißen, aber so what. Okay. In der Hoffnung, dass ich nochmal irgendwie von meiner aufgepowerte Hyäne kriege in der nächsten Runde. Aber das ist schon arg à la Yu-Gi-Oh! Vertraue auf das Herz der Karten. Okay, Beutelmac, Junges, für Todesröcheln. Und der hat Windzorn, hat aber auch Überladung. Okay, der pusht dann gleich mal wie Drecksau. Das war... Okay, war zu erwarten. So. Und so. Dann machen wir nämlich Folgendes durch. Fertig. Und tschüss. So, da. Beutelmac, Junges. Goldig. Okay. Ein Feuerteufelchen, das wir da jetzt auch ausspielen, den kleinen Elementar, ne? Vermute ich einfach mal. Na, ein Wasserelementar da auch noch. Durch irdene Macht hervorgerufen und sein Flammenelementar. Okay, halte mal den Gaul an. Das machen wir doch gleich mal etwas größer, das Ganze. Er soll das Problem haben, auf meinem Schlachtfeld aufzurahmen und nicht umgekehrt. So.
Er hat definitiv gut Möglichkeiten, bei mir aufzurahmen. Hätte ich auch, aber ich mach's lieber so, dass er bei mir in Zugzwang ist, bei mir aufrahmen zu müssen. Okay. Ja, das hätte ich auch gemacht. Wasserelementar auf mein Tundra-Nashorn. Aber erst einmal will er natürlich die Buffs weg haben durch mein Waldwölfe. Ja. Jetzt Desto, ja, hätte ich auch gemacht. Und dann habe ich hier noch eine aasfressende Hyäne, die aufgepowert ist. Und sofort angreifen darf. Truffende Wetter und dann machen wir auch weg und drauf schießen. So, jetzt wird er seine Flamme-Totem wahrscheinlich auf meine Hyäne drauf jagen. Vermute ich einfach mal so steil. Also würde ich es zumindest machen. The Max Hot oder Moogs Hot. Ach Gott. Au, das ist nicht gut. Ja, jetzt, das habe ich mal gedacht. Und do, ja, kann er auch. Scheiße, jetzt bin ich in Verzug hier. Das ist nicht gut. Dann können wir wenigstens platt machen. Jetzt opfert er wahrscheinlich hier sein Sturmzorn-Totem. Weil mein Flammezunge-Totem würde ich mal keinesfalls opfern an seiner Stelle. Hi, der Spuklichtangler. Ah nein, mal diese Murloc-Geräusche. Ja, der macht es jetzt so oft, wie er hier noch Mana-Kristalle hat. Okay, jetzt hat er sich mal gleich wieder fettes Murloc-Schlachtfeld erschaffen. Wenn ich jetzt kein Deus Ex Machina habe, bin ich geliefert. Okay. Ja, das ist perfekt. Das ist mein Deus Ex Machina. Gut gespielt. Weil die haben alle nur 2 Lever. Das ist mein Deus Ex Machina hoch 3. Gut, dass ich den damals in mein Deck aufgenommen habe, obwohl es damals hieß, dass man sich das eigentlich nicht mit reinnehmen soll. Aber das rettet mir jetzt den Tag. Somit ist sein ganzes Schlachtfeld tot. Sehr schön. Die Idee war hervorragend von ihm, das möchte ich gar nicht mal bezweifeln. Aber ich habe glücklicherweise mein Deus Ex Machina gezogen. Aber der baut wieder kräftig auf. Okay. Ich habe noch genug Leber, um ein paar auf die Schnauze zu kassieren. Und da muss ich warten bis nächste Runde, bis ich wieder Wildtier ziehen sollte. Scheiße. Gut gespielt. Verflixt nochmal, das wird fies. Das wird richtig fies. Okay. Immer hier. Das ist verdammt böse gerade. Ich muss es irgendwie schaffen. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 Schade kann er machen. 3 Runden muss ich noch durchstehen. Das sind 80 Schade. Quatsch, sind 27 Schade. Das schaffe ich nicht. Okay, jetzt schaffe ich sowieso nicht mehr, wenn jetzt der Elementare noch... Oh nein! Erstaunlich. Das war's dann wohl. Ja, auf so Gelegenheit hat er noch gewartet. Na gut, dafür haben wir wenigstens viele Jägerkarte ausgespielt. Merci. Okay. Ja, das ist halt beim wilde Format das etwas fiese an der Geschichte. Okay, probieren wir es einfach noch einmal. Ja, wie gesagt, im wilde Format kann das natürlich immer passieren. Wenn jede Karte erlaubt ist, sind das selbstverständlich auch ziemlich üble und fiese Decks. Für die nächste Aufnahmesession, wo ich dann wieder 3 Aufnahmen mache, werde ich versuchen, immer Standard-Deck hinzukriegen. Rexa gegen Jaina. Okay, gegen Magier. Lass die Jagd beginnen. Na gut, machen wir den Flanke-Angriff erstmal weg. Da war der Flanke-Angriff tatsächlich besser. Na gut. Grüße. Ich glaube, das ist von der Forscherliga, kann das sein?
Ja, auf den habe ich irgendwie gehofft. Auf den habe ich tatsächlich gehofft. Ich brauche nur eine Runde, wo ich Save My aasfressende Hyäne ausspielen kann. Gut, dass er das jetzt schon ausspielt. In der Hoffnung, es möge nicht nochmal passieren. Ich hoffe einfach mal aufs Beste. Dann kann er nämlich mit dem Flammenschlag killen. Warten wir mal ab, nicht, dass er nochmal nach Frostschlag oder so einen Scheiß hat, um meine Hyäne kalt zu machen. Kann ich nämlich in der nächsten Runde mal düstere Raserei gleich mal spielen. Ja, das habe ich irgendwie drauf gehofft. Jo, genau das. Ups. Und die kriegen wir gleich mal wieder reingemischt. Ah, ich habe vergessen, die 2-1 muss ich abziehen, also wieder mit 5-5 im Prinzip, weil die Boni, die Buffs, die schon drauf sind durch verstorbenes, befreundetes Wildtier, werden anscheinend nicht mitgezählt. Okay, was kommt jetzt? Okay. Okay, halte mal den Gaul an. Wie machen wir das am besten? So. So. Ich reiß mit der Bestie so viel Schade, wie ich nur irgendwie kann. Bam, badabam, bam, babam. So, es kann natürlich auch sein, dass der mein Diener kopieren mag. Deswegen möchte ich erstmal einen Kleiner ausspielen. Okay. Dann... Diese Runde geht an euch. Oh, okay. Na dann. Vielleicht wird mir der Adlerhornbogen noch als Jägerkarte für meine Quest gezählt. Okay, 4 von 5 Siege. Das zählt anscheinend bei Standard unwild. Und noch 5 Jägerkarte. Okay. Gut, die können wir hoffentlich noch ausspielen, diese 5 Jägerkarte. Damit wir die Quest nämlich auch noch beendet haben. Da wird es nämlich heute etwas kürzere Episode. Damit wir auf so 20 bis 25 Minuten kommen. Rexxar gegen Rexxar. Je nachdem, wie lange der Kampf jetzt wieder dauert. Lass die Jagd beginnen. Okay. Nur zu. Das sieht doch gar nicht mal so scheiße aus. Ja, ja. Lassen wir doch einfach mal so. Können wir in der ersten Runde unseren Waldwolf spielen? Gucken wir mal, was er draus macht. Grüße. Und dann mutieren wir dann gleich mal in der nächsten Runde, wenn das denn zulässt. Ja, der Kartenrücke sieht auch ganz interessant aus vom Gegner. Okay, er macht nichts. Das Dotrof habe ich gehofft. Und dann wird mal ein bisschen mutiert. Und zwar ruft 2 Pflanzlinge herbei. Das ist auch nicht schlecht. Machen wir mal 3 Angriff. Weil Spott bei dem Diener ist etwas zu blöde, finde ich. So, weil mit Ens Spott ist etwas doof, aber die 2 andere kleine Minions wären auch nicht verkehrt gewesen. So, dann schauen wir doch mal, was der jetzt noch... Okay, der hat nur seine Heldefähigkeit eingesetzt. Dann machen wir hier Fährten lesen. Wir holen uns noch den Flankenangriff dazu. Drauf und Gewetter. Schnellschade ist immer gut. Okay, das kann ich nur auf Diener anwenden. Siehst, der müsste eigentlich mal einer rufen. Dann kann ich in der nächsten Runde nämlich gleich mal hier meinen Flankenangriff in Gold machen. Nee, den möchte ich nicht angreifen, um ehrlich zu sein. Dann machen wir es anders. Und zwar so. So, das ist schon mal ziemlich gut. Ja, das sieht schnell und gut aus. Gut gespielt. Das sieht noch ein schneller Sieg für uns aus. Je nachdem, was er jetzt bringt. Okay. Der ist gut. Der ist sogar verdammt gut gewesen. Okay, halte mal den Gaul an. Machen wir das folgendermaßen. So. Kriegen wir hier.
Und Sieg. Das war doch wohl tatsächlich eine gute und schnelle Runde. Und die Quest Meisterjäger haben wir auch erledigt. Schickes Ding. Sehr schön. Ah, schade. Zähne fehlen uns, aber wir haben noch 2 Packungen parat. Das ist dann eher was für die Volk von Übermäuer. Dass wir uns nochmal einen Sieg erringen und dann nochmal 10 Gold, damit wir die 100 haben. Okay, nur eine seltene. Schade, schade. So läuft das normalerweise ab, wenn ich ohne Aufnahmekarte Packungen öffne. Für alle Klassen die Halbzeitplünderin. 4 Mana-Kristalle, 3 Agri, 5 Lebe, Verstohlenheit, Überwältigen, erhalte 3 Rüstung, was auch immer Überwältigen ist. 5 Mana-Kristalle, 3 Agri, 4 Lebe, die blinde Jägerin für alle Klasse. Eifer Überwältigen, ruft 2 Fledermäuse mit 1-1 herbei. Wieder für alle Klasse die wilde Wadenbeißerin, die kennen wir schon. Dann haben wir noch für die Schurke für 2 Mana-Kristalle den Zauber Diebstahl. Entdeckt eine Waffe einer anderen Klasse. Auch nicht schlecht. Und selten ist für alle Klassen der Arena-Gast für 5 Mana-Kristalle, 3 Angriff, 3 Lebe. Überwältigen, ruft einen weiteren Arena-Gast herbei. Ach, nicht schlecht. Und Verschwörung der Schatten, hot für uns parat. Oh. Ah, was Legendäres. Na Allah, es geht doch. Ich hab doch noch mein altes Glück. Gesichtsloser Wüter für alle Klassen. 5 Angriff, 1 Leben, Kampfschrei. Kopiert das Leben eines befreundeten Dieners. Das ist auch ziemlich cool. Schnellfeuer, das hatten wir schon. Für den Jäger. Segen der Urtume für die Druide hatten wir auch schon. Selten ist der Kloakenschlamm für Silver Mana, 3 Angriff, 5 Lebe. Nachdem dieser Diener Schaden überlebt hat, ruft ihr eine Kopie davon herbei. Das ist geil. Und für der Hexenmeister Erzschurke Rafam. Rafam war ja unser Endboss in der Forscherliga. 7 Mana-Kristalle, 7 Angriff und 8 Lebe. Spott. Kampfschrei ersetzt eure Hand und euer Deck durch legendäre Diener. Alter! Wenn das nichts ist, ich würde auch mal wieder sagen, ihr liebe Leute, besser wird's auch nicht. Meine letzte Aufnahme für heute ist dann auch wieder dem Ende zugeneigt. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Hearthstone auf Pelzig, wieder mit neuen Quests, die ich dann habe für euch. Und ich würde sagen, machen's gut bis dahin. Wir sehen uns übermorgen wieder. Und wenn ihr sonst noch irgendwas haben wollt, Solo-Abenteuer oder sonst noch irgendwas anderes, gebt einfach in den Kommentaren Bescheid. Genauso, wenn ihr Decks für mich habt für den derzeitige aktuelle Standardmodus im Jahr des Drachen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.